Ik begrüße ihn hier am Namen Jesus. Mocht der Fried Gottes mit uns alle sein, liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freund, hier redt du wohl. Ja, ich freue mich, dass ich kon von dir war mit jent ein paar wir mitteilen, wo wir wollen ein klein bisschen über nur denken von der, als das ein sehr persönliches Wort, ein sehr wichtiges Wort. En ik hoop ons wat dat alle baten nu denken, bring mir haftet. En ik hoop ook jeder ein Jahr teurer, wat dat nicht anders gehen. Op dit Bild sei wie, wat wird Jesus doen? Hast du diese Frau auch einmal gestalt? Wat wird Jesus doen? En de antwoord daar hebben we in de Bibel, op viele Stellen. Wir wollen ons Wort von der Bibelversen lesen, dat sehr interessant. Ich will da ein paar Wege sein, ein klein bisschen zu erklären, dass das Wort in Sinn merken für uns. Einmal, weil wir gucken, was hat Jesus getan, was tut er, oder was wird er tun. En we kunnen dat lezen, we wollen dat lezen, wo hij dat deed. En dat als krijgt, als hij verzagt wordt, wat hij deed, dat kan ons helpen, toen wanneer we verzagt worden, wat we willen doen. En dan willen we ook kijken, krijgt, wat deed hij, als hij op een andere stad verzagt wordt, als de am nicht deiden, zoals hij dat wil, als hij zich sozusagen euren muss über die Menschheit, dat hij zo deiden als die deiden, en dan vragen we ons toe wat wird Jesus doen. En dan willen we ons nog bekijken, wat wird Jesus doen van jou en mijn en aan dien leven en ons toestand. Du wollen wir uns so ein paar Versen zu lesen. Wir wollen anfangen mit, was wird Jesus tun? Erstlich mal an Matthäus Kapitel 4. Du erst dort, wo Jesus selbst versagt wird von den Südtun. Dann du an den ersten Fall, du sagst dann so steht, dann wird Jesus vom Jäs an die Wildnis gebracht, um durch vom Beisenvieh versagt zu werden. Und als hij 40 dagen nach gefasst hat, hungert arm. En hier is de eerste denk, wat zo tun arm arbeiten dat. Zo tun zeer, dan kwam de verzeker en zei te arm, wanneer du Gott zien sehen was, dan gebeut deze Steine, dat de brood worden. Kan we hier hören, met wat de zo tun aankwam, wanneer hij sagt, kijk mal, hij nam een Stein en zei, kijk mal, wanneer du wirklich de baas, wer du leefst, wer du baas, wer du sagst, wer du baas, dan zei dat des Stein soll brood worden. En wo der Jesus staat, hij zei, Jesus überantwortet, dat steht geschrieben, der Mensch lebt nicht bloß von Brot, aber von alle wir, die Gott geredet hat. Die Bibel, hij mit der Bibel jeden anschlug, hij nicht uit zijn eigen Mühl, wann hij dat Gott wird haben könnt, reden, aber hij zei, dat steht in der Bibel, so steht geschrieben, dat ein Mensch lebt nicht bloß von Brot allein, hij lebt von jeder Wort, was Gott geredet hat. An den 6. Vers, an den 6. Kapitel, das kommt so tun wahre an und sehr der Arm, wenn du Gott sehen bist, dann spring rauf, wie es dort steht geschrieben, er wird seine Engel befehlen. Er wird seine Engel befehlen über die geben und die wollen die ab der Häng drehen, dass die nicht die Feit an einen Stein stecken was. Jesus sagte ihm, dort steht auch geschrieben, du sollst Gott dienen, Herrn,
nicht versehen, hier wollen wir uns alle wegen Frauen. Einmal, weil wir das an den Kopf haben, die Frau, mit was wir anfangen, was wird Jesus tun? Du, weil wir uns jeder Vers, wenn wir uns lesen, verlesen dann eine Bibel, dann wollen wir uns das fragen, was wird Jesus tun? Wem wir stehen für eine Entscheidung. Wir wollen auch versagt und wir wollen auf verschiedene Wege versagt. Und dann wollen wir uns einmal das Wort fragen, was wird Jesus hier tun haben. Hier ist eben der Fall, du kann wieder gleich sein, was er deed, was er getan hat. Du sollst Gott dein, du sollst Gott deinen Herrn nicht versehen. Der achte Vers, der so tun, dann nehmen der so tun, an war mit ab dich, mit sich, ab ein hohen Bein ab, und weiß am alle Kennegreck sind, prach, ab der Ehr, und sehte am, das war ich die alle geben, wenn du die für mich beten und mich anbeten warst, liebe Brüder und Schwestern. Das ist unsere eigene Selbstgerechtigkeit, von der Übung las, der Fleischeslach, die ganze Hierarchie, all das, die Last an der Welt, all die Habsucht, all das Scheingun. Wo wir von der ab einmal von dort auch noch versagt, auch wenn wir Christen sind, auch wenn wir irgendwas vergeben zu sein, so tun sie, das will ich die alle geben, das kann alles dienen, all das Reichtum, all das schmacket, all das Feines, was wir hier sein, das kann alles dienen. Du sollst bloß mich, die beten für mich und mich anbeten. Was sagt Jesus und was wird Jesus tun? Dann sagt Jesus, was mit die so tun willst, dort steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn anbeten und einzig am dein. Der auf der Vers sagt, du tau, dann verleiht bei der Feind am, und der Engel kam in deinen Arm. Weet je wat, wo soll wir das tun, wenn uns all das janken, das was auf der Welt ist? Du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und einzig am deinen. Dort muss wir einen Kopf haben, dort muss wir an uns meinen, an uns sein haben. Dort ist, was ich da, Jesus Christus, am allein dein. Und dann wird dort, dann wird es so tun, machen, flehen, das ist vielleicht die ganz, oder das ist die ganz eins Jahr weich, wenn das dort brücken, was Jesus tut, dann wird das gleich dort brücken, für mich, die von der, wenn wir an der Versicherung dann fallen, wenn wir allerhand sein, und wo unsere Augen sehr herunter sind, und da kann auch gleich ein Fundband sein. Einmal lesen wir Bibel, nächstes Mal beschreiben wir uns durch allerhand Bilder. Dann wollen wir uns fragen, was wird Jesus tun? Nu wollen wir drehen in Matthäus 21, und du wollen wir uns bloß 2 Versen verlesen. Ich muss Matthäus 21, Vers 12. Und Jesus ging am Gottestempel nahen und juchte alle Ried, die durch Ben kauften und verkauften, und er stellte die Geldwechsler Daschen am, auch die Düvenhändler ihre Bänken. Und so wieder, du kannst viel wieder nach nennen, aber nu wollen wir uns das betegnen. Nu, wie er von den so tun los, er von den Versach geworden, und dann wie er war among die Menschheit, und dann kommt er einmal an Tempel nan, und dann sieht er all das durch. Wird er meinen, die von der auch ab einmal an Tempel fing, kriegt das er hier, dass er Düvenverkäufer in der Geldwechsler, der was wird Jesus tun? Wir sehen dort hier, er staubt die Daschen an. Haben wir das nicht dort. An den 13. Vers sagte er, sehte an, dort steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, über je merken eine Räberheil durchrührt. Weißt ihr, das ist, was er deed, was er erst lehren deed. Dann fand er, dass wir wollen mehr zu checken,
was der Tempel Gottes wirklich ist. Was du ben gefangen hast. Und nu wollen wir uns bloß ganz durchdachen lassen. Und dann wollen wir fragen, wo sind wir zwischen an? Wir sind jedoch auch von der, wo du am Tempel wollen sein, von der ist dann wieder die Kirche. Wir wollen du sein, aber wir haben tüß uns all das ganze Business dort jetzt durch. Und wir wundern, was wollen die Arbeiter durch utmerken, wo wird das durchschaffen, was wird alle der Längen. Wo wird Jesus anfangen an der Kirche? Du, wo du sagst, Sonntag, Vormittag, der eine Stunde, oder du, wo ich sein? Was wird du alles umgestalten wollen? Was wird umgedreht worden? Was wird jemanden sein? Was werden du für Menschen an der Kirche? Er sagt, das soll hier im Bethaus sein, und die tun all diese Dinge. Er schmeißt dort alle über Kopf. Und wir das nicht gut, was er du begegnen wird, was er du alles sein wird. Sind du und ich mit unserer Familie taub, so wie an der Kirche, wo er uns wird bei unseren Dash setzen wollen, wo er wollen, du besieht uns setzen, du wo wir an der Kirche, wenn es sein wird, mein Vater sein Haus, und dort wird wir doch tauschen, der Kirche, du wo wir anfahren dann, dort den Vater sein Bethaus ist, dort ist je du, kriegt der Platz, wo wir glauben, wo Gott ist, und du vor wir haben, und du bet wie an. Hast du einmal gefragt, wann du an der Kirche bist, oder denkst du nicht mal gleich einfach nur, betest du dem Herrn an? Ist dort ein Unterschied, wenn du an Gott seinen Tempel nennst, an der Kirche, um anzubeten? Ist dort was Besonderes für dich? Fühlst du einen Unterschied? Das soll unbedingt es dort sein. Wir sollen dann los sein von den Dingen, wo wir tun sind. Und dann sollen wir Gott verherrlichen. Dann sollen wir Gott hochholen. Und dann sollen wir Gott anbeten. Und uns heute nannte kommen, wenn du noch nicht ben ist, Weisheit beten. Und einfach zu Gott sein, red du von dir zu mir, durch den Redner, was du hast. Sehen den Redner, dort du wirst durch den Redner zu mir von dir vertrauen kann. Was ist der Unterschied, wann wir tief sind oder wann wir an der Kirche sind? Was wird Jesus tun? Von der, wann er wird an der Kirche ankommen, die Frau, die wollen wir uns ganz klar lauten an uns Verstand schreiben. Was wird Jesus tun? Von der, wann wir an der Kirche saßen und er wird kommen. Nu wollen wir noch dort auf ein klein bisschen auf eine andere Weise bekijken. Und dort wollen wir sein, was Paulus sein wird. An 1. Korinther Kapitel 6, du Vers 19, du sagst ein ganz wichtiges Ding. Wir haben nie geredet von, als Jesus verruht wird, als er versagt wird. Und dann ging er an den Tempel nennen. Und was meint das von dir persönlich für mich und für die, wenn dort an 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 sagt, oder weißt ihr nicht, dass dein Körper ein Tempel für den Heiligen Geist ist, der an euch wohnt, in den je von Gott haben. Je eigen nicht selbst, je sind für einen dearen Preis gekauft, du wirst verherrlicht Gott mit jenem Körper. Nicht all viel dichter wie mein Freund. Nie erst dort nicht, du ab den Spatzboy, wo wir versorgt wurden. Nicht erst dort nicht, du am Tempel, wo wir uns Sonntag satten tun, und schlupen. Von der erst dort
ans Körper. Die Bibel sagt, und das haben wir uns hier gerade gelesen, oder weit je nicht, dort ich dir gekauft habe, jenen Körper, dort ist der Tempel, wo sein Helger Jesban wohnen dat. Weit je dort? So fragt die Bibel uns. Weit je dort nicht? Und nu wollen wir fragen, was ist an dessen Körper des Heiligen Geistes? Was ist du ben zu finden? Jesus Christus, der konnte so klar nennen, und was ist du ben alles zu finden? Als du auf einmal noch mehr eins wird, als bloß mit Geld spielen, mit Geld wechseln, proben zu gewinnen, wie gleichen die alle sein Geld, wir ran sehr leicht in Dule heran, uns ist das sehr möglich, wenn wir Geld gewinnen. Was ist an diesem Körper des Heiligen Geistes alles zu finden? Und was wird Jesus tun, wenn er von dir an dessen Körper nennen kann? Und er will sich den Geist durchrühren, da was passieren. Er kommt und er wird uns hier wahrnehmen. Nicht den Körper, aber dort wird an den Körper banden, die Seele, die wird von diesem Körper rückgenommen. Was wird er dabei finden? Das sind zwei Versen, die wollen wir uns bloß noch einmal lesen und dann will ich das hier schließen. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 sagt dort, oder weit je nicht, dort den Körper ein Tempel für den Heiligen Jesus ist, der an jünd wohnt, in den je von Gott haben. Je einen jünd nicht selbst, je sind für einen deren Preis gekauft, du wirst verherrlicht Gott mit jenen Körper. Und wenn wir dort wollen, dann kann uns Körper nicht ganz mit Make-up bemust sein. Und dann kann du nicht allerhand Schmuck sein. Und dann kann wir nicht nur Geld herum sein. Wegen der Leib und das Geld ist nicht gut. Das wird zum Bösen, sagt die Bibel. Und dann wollen wir gucken, was wird Jesus tun haben? Was wird er tun? Und was wird er kriegen? Nicht tun, wenn du und ich der Tempel sind. Und er kommt dann an, was ist du beim zu finden? Wollen wir noch beten? Himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar, dass wir von dir lernen können. Du hast dort Wort hängen lassen, dass wir dort hier können frei ab dem Dash haben. Wir können dort besein, wir können dort überdenken, wir können davon lernen, wir können studieren, wir können dort mit anderen mitteilen. Und du dank wir dir für wie Frauen, auch was du das, dein Wort segnen was und jeder Tauhörcher. Und als du was persönlich an jeder Körper ankommen, dass das hier sein wird, wann wir der Tempel sind des Heiligen Geistes, dort du wirst du ankommen, auch ans Rennen. Musst du schenken, dass wir uns prüfen können und dass wir du würden, was wir tun, das beten wir in dir Namen, Herr Jesus. Amen.